hat sie das Schwert rausgezogen und auf den Seppli rausgelassen. Aber der Seppli ist geschwind auf die Seite und bevor der schwarze Mann sich umdrehen konnte, nimmt der Seppli schon seinen Hammer, den er immer bei sich hatte, und haut dann dem wüsten Kerl so fest auf den Kopf runter, dass er umgetrollt ist und keinen Mucks mehr gemacht hat. Dann hat er ihn zum Fluss geschleicht, der ganz in der Nähe vorbeigeflossen ist, und hat ihn reingeworfen. «So, jetzt hast du mal genug Wasser, um die Wäsche, du schwarze Kerli!» hat er ihm nachgerufen. Dann ist er gemütlich zu seinen Kühen zurück. Als er am Abend heimgekommen ist, haben die 3 Mädchen eine schülige Freude gehabt und der Seppli durfte in einem grossen Himmelbett schlafen. Am nächsten Morgen ist er bei Zeiten aufgestanden, hat die Kühe aus dem Stall rausgeholt und auf die Weide getrieben. Zuerst ist alles gut gegangen. Aber wo der Seppli zum Mittag seinen Korb ausgepackt hat und gerade in einen grossen Stock Emmentaler Käse hineinbissen, hat es auf einmal wieder donnert. Dann ist ein grusiger, rot angekleideter Mann vor dem Seppli gestanden. Sein Gesicht war rot, sogar seine Augen. Nur die Zähne hat er schwarze und auf dem Kopf 2 kleine schwarze Hörner. Wer bist du? Und was machst du da? Ich bin der Seppli und deshalb siehst du es ja. Hast du Hunger, hä? Ja, ich gebe dir die ganzen Löcher von meinem Käse.